Bist du schon wach, Quark? Heute ist ein besonderer Tag, Schwester Kitty. Heute kommt mein Gips ab. Du magst sicher kaum mehr warten, bis du wieder durch die Luft kannst fliegen. Ja, ich glaube schon. Ah! Zum Glück bist du gestern mit unserem Krankenauto in See gefahren. Genau, sonst hätten wir den Helikopter nie im Leben bekommen. 60 Plastikhändchen, 40 Spritzen, 500 Säcke mit Watte und 300 Regenschirme. Was? 300 Regenschirme? Haben Sie die bestellt, Schwester Kitty? Ja, Herr Dr. Fieberbein. Was sollen wir mit dem Wetter mit 300 Regenschirmen? Es könnte zum Beispiel einen Regennotfall geben. Und dann wären wir froh drum, auch Patienten. Natürlich, Schwester Kitty. Sie haben sicher recht. Und was sollen wir mit all diesen Wattesäcken? Die können wir ja nie versorgen. Ich bin Felicitas Koala. Ich arbeite mit Musik, um dich von deiner Schlaflosigkeit zu heilen. Stell dir vor, die Musik würde dich in den Himmel tragen, höher und immer höher. Du wirst immer müder, deine Augen gehen langsam zu. Schlaf gut und tief und lang. Das hat keinen Sinn. Ich muss nicht mal blinzeln. Dabei habe ich seit 13 Wochen nicht mehr geschlafen. So, das wäre erledigt. Cherry, Schwester Kitty. Cher. Und jetzt gib's Fresi. Bist doch nicht so ein Scheisshas. Oder willst du etwa den Gips nicht weghaben? Oi, mal schon. Aber das könnte es nicht. Schon fertig. Komisches Gefühl. Das bleibt noch eine Weile so. Du musst brav Gymnastik machen. Dann kannst du nachher gleich wieder so gut fliegen wie vorher. Aber Säuferli, vorsichtig, nicht zu viel aufs Mal. Was hat sie gesagt? Züferli und vorsichtig. Nein, du machst das falsch. Nicht hin und her wackeln. Du musst einfach kumpen. Los, kump! Was wissen Sie denn schon fliegen, Frau Strauss? So viel ich weiß, sind Sie das Leben lang noch keinen Meter weit geflogen. Fliegen geradeaus gefahren. Das ist wie Velofahren. Wenn man es mal kann, dann verliert man es nicht mehr. Du musst zuerst Anlauf nehmen. Und wenn du schön am Rennen bist, dann hebst du ab. Aua, mein Flügel tut weh. Ich muss Anlauf nehmen. Aber säuferli und vorsichtig. Man verliert es nie. Danke vielmals. Ist es gut gewesen, Frau Strauss? Ich muss säuferli Anlauf nehmen. Können Sie das auch noch mitnehmen? Bitte, Schwester Kitty. Ja, ich glaube, das geht. So, jetzt ist gut, jetzt sind die Augen endlich zu. Oh no! 300 Regenschirme auf 500 Wattesäcke. Ja, es sieht nach viel aus, aber wer weiß, wenn plötzlich ein Notfall passiert, dann sind wir froh drum, versteht Sie? Watten und Regenschirme können etwas sehr nützlich sein. Sind Sie verletzt, Herr Dr. Fieberbein? Nein. Sehen Sie, was hätten wir jetzt gemacht ohne die Watte? Das Röntgenbild ist tipptopp in Ordnung. Glück gehabt, kleiner Quack. Einschnaufen? Ausgewackert? Fuck. Ja, ist alles in Ordnung. Es tut mir so leid, ich wollte das Fliegen trainieren, aber irgendetwas ist schief gelaufen. Nur nicht so gesprengt, Quack. Nach so einer Verletzung kannst du nicht einfach in die Luft hüpfen. Säuferli und vorsichtig. Und nicht viel aufs Mal. Ich rufe jetzt gerade Felicitas an. Die soll mit dir üben. Stell dir vor, es wäre ein sonniger Herbsttag. Viele von deinen Freunden fliegen gegen den Süden. Und auch du, Bot Schmidt, du stehst auf den Zehen und dann hebst ab. Flüg 2, 3, weg 2, 3. 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 Und jetzt fliegst du hoch oben im Himmel, sogar über den Wolken. Und oben siehst du unser Spital. Weg, 2, 3.
2, 3, weg, 2, 3, weg, 2, weg, 2, weg, 2, 3, oh, weg, 2, 3, weg, 2, 3, oh. Die Übungen musst du schön flüssig machen. Ja. Ja, Flug 2, 3, weg, 2, 3. Flug 2, 3, weg, 2, 3. Flug 2, 3, weg, 2, 3. Hey. Flug 2, 3, weg, 2, 3. 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 Nein, Mami, willst du Schlaf machen? Flug 2, 3, weg, 2, 3. Flug 2, 3, weg, 2, 3. Was ist denn bei euch los? 2, 3. Ah! Mach einmal eine Pause, Quark. Zu viel üben nützt nichts, das gibt nur Muskelkater. Und wenn du übst, geh doch nicht mit anders an. Feueralarm! Steckt euch Watte in die Ohren, sonst macht euch die Sirene einen Gehörschaden. Wir machen das gut, nur ja, keine Panik. Ja, weh. Das war ja fürchterlich. Oh, der Brandlöscher, das ist ja gut. Spannen alle die Schirme auf. Oh je, der Quark ist nie rum. Und der Krötli? Wo ist der Dr. Krötli? Lieg näher rein. Siehst du jemanden? Ich glaube, es ist der Dr. Krötli. Aber ich kann nicht näher herfliegen wegen dem Rauch. Hilfe! Hilfe! Quack! Ich habe sie gesehen, da rennen. Vielleicht kann ich ihnen ja helfen. Danke, Quack. Aber ich wüsste nicht wie. Heben Sie sich fest, Dr. Krötli, und schauen Sie nicht auf den Boden. Oh, ui, ui. Schau mal, Dr. Krötli kann fliegen. Da stimmt etwas nicht. Schildkröten können fliegen. Oh, jetzt ist es auch. Ja, mal gut gegangen. Oh nein! Du kannst wieder fliegen, Quark, und wie gut. Es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Ja, du bist ein richtiger Held, gell, Dr. Krötli? Wow! Also die Watten und die Regenschirme haben uns jetzt wirklich viel genützt. Ich schimpfe nie mehr mit ihnen. Machen Sie weiter so. Danke, Dr. Fieberbein. Schwester Kitty, woher müssen wir die 100 Schwimmwesten bringen? Oh nein! Und für was brauchen wir die Sombreros? Oh! Oh! Ole, ole. Nein!